Zurück bei Rote Münzen im Hotel in Lido Sirena bei Super Mario Sunshine. Woohoo, hi Freunde, willkommen zurück. Ja, unser aller Lieblings Super Mario will sich nochmal um die roten Münzen kümmern. Und ich habe mich schon mal ein bisschen informiert über die geheimen Insignien hier, die wir nachher mal uns kurz noch angucken werden. Ich weiß auch wieder, was eigentlich da mit Chrono Mountain los war und wann man das freischaltet. Also ich sage mal so, es braucht ein bisschen das schon, bis man das freischalten kann, aber es hat nichts mit der aktuellen, beziehungsweise mit einer Gesamtanzahl an Insignien zu tun. Gar nichts. Aber dazu mehr gleich nachher. So, warte mal, eine hier. Hier in der Ofenmeister sieht. Da war auch so etwas. Wo ich irgendwie die Münze, beziehungsweise die Münze hier hatte, dachte mir so, hey, okay, guck mal kurz im Internet nach. Weil ich hatte da irgendwie, also in der früheren Stelle wegen den geheimen Insignien eben, habe ich da irgendwie was gelesen wegen, ey, das wäre übrigens in der Herrentoilette. Und denke mir so, what? Das ist eine Damentoilette? Ja, ist eigentlich eine Damentoilette. Warum da trotzdem irgendwie die Meinung war von wegen, das ist Herrentoilette? Kein Plan. So. Haben wir schon mal 5. Drei Stück fehlen also noch. Wir wissen ja, ich muss für die restlichen 3 Münzen, glaube ich, alle hier rüber, übers Bett wieder mal. Und, doch, da waren hier alle. Jo. Nee, darüber. Geh erstmal hier lang. So. Hatten wir auch gesehen. Dann darüber mal ganz kurz gucken. Das echt hier war eigentlich nichts. So, hier ist noch einer. Gut, dann raus. Dann hier unten. Tief in der Lobby. Aua, wo man sich weh tut. Genau. Juhui, juhui. Bei hier hat das glaube ich nix. Das Buhu-Bild. Hier die 7. Kommt glaube ich nochmal durch und dann war das da hinten irgendwo Nummer 8. Ernsthaft. Mann! Danke. Nee, warte mal, wo war jetzt die 8. schon wieder? Doch nur eine war. Okay, muss nochmal oben durch. Sonst mit den Stockwerken selbst haben wir ja alle. Mhm. Nochmal zurück ins Dachgeschoss. Moment. Nee, das bloß der Typ, das sich aufregt. Natürlich kann es auch so ein bisschen glitschen zum Gucken. Es hat aber noch ein bisschen, ne? Da ist ja nicht das Problem. Hier war ich sowieso schon. Das ist der Typi. Also ich bin da entlang und dann dort ins Räumchen. Jetzt geht es ja aber hier noch zum Beispiel noch weiter. Da geht es noch irgendwo hin und hier auch. Aber hier war ja Miete der Lobby, also da ist sowieso nichts. Klatsche einmal rundherum. Da ist das Badezimmer, da ist auch nichts. Aber der andere Raum da drüben. Hier könnte etwas sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber oh nein.
Hm. Ja, da hinten. Hab sie gesehen. Hm. Hey, komm mal wieder zurück. Nee, wa? Ja, komm schon, Kamera, lass mal jetzt nicht mehr engen. Mann, ich muss da rein. Hä? Ach, der Raum. Wie kam ich denn da schon wieder hin? Hm. Okidoki. Rote Münzen im Hotel. Hm. Ah, Mann, immer die falsche Taste, sorry. Wie kam ich schon wieder dahin? Ja, ich weiß, es war ich ja schon mal, aber... Der Vorteil ist, dass ich mich jetzt eigentlich noch ein bisschen umgucken kann. Hm? Hier war es ja eigentlich nicht. Und hier kann ich einfach direkt hier aufmachen. Hier war aber der Vorteil, genau, dass er eigentlich so abkürzen konnte. Das war einfach, ich glaube, hier war's. Nö. Nein, ich will doch... So. Abkürzen kann, damit ich hier rüber komme. So, aber was ist denn hier jetzt genau los? Das sind normale Münzen. Ich kann ja schon mal alles vorbereiten. Oh, ernsthaft, der anderen... Hat sich der andere nochmal umgedreht, ich glaube das nicht. Soweit dazu, obwohl das ja gar nichts bringt, also zumindest jetzt noch nicht, vielleicht nachher. Vom Stockwerk her wird stimmen, wa? Also, was auch hier irgendwie runterkam? Von oben runter gesegelt. Da wäre also hier drüben. Okay, wir haben ein Stockwerk tiefer. Das heißt, es wäre entweder dieser Raum. Nö. Und der Raum hier, hä? Aber das ist ja nur das Buhu-Bild. Ganz seltsame Sache, Freunde. Okay. Versuchen wir unser Glück nochmal. Hier war ja auch nix. Der hier.
ihr selbst war ja... Mann! Ne, hier war ja keine Münze, genau. Mann, die scheiß Kamera, ganz ehrlich. Ja, und hier kommen wir wieder raus. Da war ja auch eine Art Abkürzung. Kann ich überhaupt ohne Hilfe hoch? Ich glaube nicht, oder? Nö. Das war der Bett, wo wir da stark höher kommen. Also soweit ja eigentlich perfekt. Viel besser kann man es... Ja, da. Gar ein bisschen mehr Speed und so kann man noch machen, okay. Hier wäre auch nichts, das irgendwie zurückkommen könnte. So, und bei dem Typ jetzt direkt runter ist die nächste Münze. Ah, hier. Mann. Deswegen. Ich hatte es deswegen nicht mehr im Kopf, wie es ging, weil es so offensichtlich war. Oh mein Gott. ...71 frisch gebackene Insignien. Perfekt. Oh mein Gott. So, ja, die anderen Insignien oder die Secrets-Insignien auf der Insel, in diesem Level, die sind irgendwie ganz, ganz creepy. Da hat es damit zu tun, wir müssen nochmal in die Mysterienwelten zurück, also dort, wo wir ohne unseren Dreckweg unterwegs sind. Und dort müssen wir irgendwie rote Münzen-Quests machen. Also jetzt, wenn wir da nochmal reingehen würden in die gleichen Quests, in die gleichen Kapitel rein, wäre es dann so, dass man eben einen roten Münzenschalter hätte und dann müsste man die irgendwie suchen oder so. Aber da momentan keinen Bock drauf, weil es doch ziemlich nervig sein kann, Freunde. Deswegen machen wir jetzt mal lieber etwas anderes. Erstmal ganz kurz, wenn wir hier schon ein bisschen unterwegs sind. Es geht ja ein bisschen um Mario Morgana, beziehungsweise eigentlich auch Corona Mountain und Bowser Jr. Wann klappt das alles und so? Also wann kann ich in Corona Mountain rein? Relativ einfache Sache. Ich muss sämtliche Mario Morganas besiegen. Ich habe schon mal versucht, das klappte gar nicht. Kann man sogar hier mal ganz übel die Rübe anschlagen. Oh Mann. So. Genau, Mario Morgana. Wir haben ihn eigentlich in jeder Welt bereits einmal platt gemacht. Bis auf eine Welt, die noch fehlt. Plaza de Palma. Haben wir ihn auch hier. Also sprich haben wir auch hier Mission 7 gemacht. Dann können wir offenbar Corona Mountain betreten. So war das. Deswegen keine feste Anzahl an Sternen bzw. hier Insignien, um das letzte Level zu betreten. Nee, es ist halt an Bedingungen geknüpft. So. Aber schon krass, wie weit die Sonne mittlerweile reicht. Ah, das Kack-Yoshi-Level da hinten. Ah, das wird dann Spaß. Krieg die rote Münze und du gehst drauf. Ja, einfach so. Palmatons Klettertor. Oh nein, der schon wieder. Gut, ich glaube das letzte Mal, wo wir ihn sehen. Ich glaube, die Welt selbst war relativ cool.
sogar so, dass sie nach unterirdisch durchgeht. Ja, genau. Da kann man auch unterirdisch noch durch und so. Wobei im Unterirdischen wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ja. Ich glaube, da unten war irgendwie noch was mit roten Münzen oder so. Die waren da drüben. Jo, sehe ich. So relativ weit weg. Okay, nö, ist relativ nah. 3 Sekunden ist echt schnell. Mist, es klappt nicht. Okay, ihr ist aber echt schnell unterwegs. Gut, das war's, ich habe eh verloren, geholt mal ganz kurz die blaue Münze da oben. Okay, in der Welt ist er echt fix. Das seht ihr jetzt mal, hä? So ehrgeizig ist Mario, wenn er es nicht schafft, dann bringt er sich direkt, also, er lüncht, also, ich meine, er wählt einen Exit, so. Wie Mario sagt sich einfach, was soll's, ich habe blaue Münze gekriegt. Sogar 2 Stück in der Welt. So. Gut, ich wollte eigentlich da am Anfang hoch, weil ich dachte, hey, wenn ich da oben bin, habe ich einen guten Vorteil. Aber ich dachte nicht, dass er da nicht hochkäme. Gut, natürlich jetzt gerade eben das letzte Mal, wo wir gegen Palmatron antreten, weil es die letzte Welt ist. Aua! Pff, Scheißbrücke. Yeah, da ist noch eine blaue Münze. Fuck! Aber er ist echt schnell. Ist die Frage, ob ich einen Fehler mache, weil ich vielleicht nicht die gleiche Strecke wie er nehme. Angenommen, ich würde die gleiche Strecke wie er nehmen, aber dann auch so schnell wäre. Beziehungsweise natürlich ein bisschen schneller, weil er war nicht. Komm, er war quasi nicht mal einen Meter vor uns. Aber lässt das meine Ehre zu, dass ich aber die gleiche Strecke nehme wie er? Nee. So Mario, Jump'n'Run ist angesagt. Mal kurz gucken, kann ich vielleicht auch links vorbei? Ah doch, geht ja auch. Okay, dann muss ich nicht irgendwie darüber. Okay, gut. Ne, den linken Weg. So, haben gerade gehört, er müsste direkt hinter mir sein. Möglich, ich versuche es nicht, wenn ich mehr geübt habe. Mach das. Die ist auch sehr gemein, du kannst dir so leicht abrutschen. Und dann ist er vorbei. Palmatron, ja. Ich bin ein Palmatron, ich habe eine Palme auf dem Kopf. Geil, oder? Und ich mir so, nee. Gut, Freunde, sind die Nummer 2 haben wir damit auch. Wie viele werden noch dazukommen? Rette den Bürgermeister! Na gut, die Frage ist jetzt aber bloß, wovor? Ernsthaft?
Ah, da ist der Dreck weg, damit ich einfach... Okay, nass, also beziehungsweise abspritzen oder so. Das kann ich, aber hinkommen muss ich halt ohne. Okay. Ich meine, das ist mal was Neues. Im Gegensatz zum ganzen Mysterien-Level und so. Weil das jetzt, oder sagst, okay, das kriege ich hin. Aua. Ist der Quatsch wieder? Wie war das? Wie war das? Der Bürgermeister, oh nein! Er ist ein Held! Tja, ein Captain verlässt halt als letztes ein sinkendes Schiff, beziehungsweise gar nie. Ich gucke nur nach blauen Münzen, Freunde. Nur nach blauen Münzen. Pilze. One-Ups und so? Nee, glaub nicht, wahr? Okay, retten wir ihn mal. Ich meine, der Durchgehen ist natürlich fatal. Der brennt dauer, aber leider keinen Dreck weg. Erstmal alles ein bisschen abchecken. So rüber geht auch nicht. Hä? Eine Feuerstelle? Ernsthaft? Okay. Wäre so ein perfekter Ort gewesen für eine blaue Münze. Ja. Aber hier Schönes. Die Frage ist, mich unten... Sag mal, Kamera. Ich sehe nichts. Kamera! Oh, diese Elektrovierer sind da. Erstens frage ich mich gerade, wieso kann ich das machen? Zweitens frage ich mich gerade, bringt es überhaupt etwas? Oh. Das war klar. Dass ich einen falschen Knopf erwische, das war sowas von klar. Man hätte Wetten abschließen können. Okay, Rette den Bürgermeister. Sieht knifflig aus. Wir gucken uns das mal genauer an. Aber leider wiederum erst in der nächsten Folge, Freunde. Tut mir leid, schon die Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.